Herzlich willkommen zu unserem ersten Travel Talk hier bei Slowenien Tourismus, die ITB 2025. Und wie sich das so gehört, haben wir Frühlingswetter im Jahr 2025. Passend übrigens zu dem schönsten Stand auf der ITB. Und der ist natürlich bei Slowenien Tourismus. Ja? Umgeben von Natur, wir sind immer in dieser kleinen Oase. Es gibt Menschen, die kommen extra ins Hub 27, nur um hier mal kurz frisch aufzutanken. Wir sprechen in diesem ersten Travel Talk heute mit zwei ganz besonderen Persönlichkeiten aus der wunderschönen Stadt Maribor. Ich begrüße zu meiner Rechten sitzend Tina Heinrich vom Maribor Tourismus und zu meiner Linken an der Herzseite, wie man so schön sagt, sitzt Adam Waldhuber. Er ist Winzer und Unternehmer. Und Sie können sich schon denken, wenn wir über Kultur und Tourismus und auch Gastronomie in Maribor gleich reden werden, dass Wein ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil heute ist. Ich freue mich also sehr, liebe Tina, und würde mit dir beginnen. Vielleicht magst du uns mal was erst zu Maribor erzählen. Wer noch nicht dort war, es gibt vieles über diese Stadt zu erzählen. Die zweitgrößte Stadt Sloweniens, es ist die Heimat der ältesten Weinrebe und Auszeichnungen sammelt ihr gerade ganz fleißig. Vielleicht magst du uns mal einen Überblick geben, welche Auszeichnungen es gibt und vielleicht auch, was die beinhalten für euch. Erstmals hallo. Also Maribor hat in den letzten Jahren wirklich einige Auszeichnungen irgendwie zusammengesammelt. Und zwar in 2023 war Maribor am 3. Platz gelandet, was die Best European Destination angeht. Dann sich den 1. Platz geangelt für die beste kulinarische Destination. Und heuer in 2025 ist es die Best Green Capital. Somit tut sich Maribor irgendwie auch im europäischen Raum neu positionieren. Jetzt haben wir Green Capital gehört und das bedeutet, Maribor ist eine grüne Stadt. Aber was beinhaltet diese Auszeichnung eigentlich oder dieser Titel? Warum ist Maribor denn so grün? Also Maribor ist sowieso, was die Lage angeht, hat es eine einzigartige Lage eigentlich, umgeben auf der einen Seite von dem Pohore-Gebirge mit wunderschönen Wäldern, auf der anderen Seite dann von den Weinhügeln natürlich und zwischendurch fließt dann die Drau. Maribor ist aber nicht nur in der wunderschönen Natur eingebettet, sondern man hat trinkbares Wasser überall. Die Luft ist trotzdem noch also frisch. Man sieht den Sternenhimmel, wenn halt der Himmel heiter ist. Also es ist sicher überall. Tut man Gemüse oder Obst anbauen, das tut man dann von lokalen Anbietern, Bauernhöfen kaufen, essen. Fast jeder hat zu Hause einen Garten. Also es ist noch immer sehr traditionell von dem her. Und auch alles ist zu Fuß erreichbar mit dem Fahrrad. Also das Zentrum ist irgendwie 15 Minuten in die eine und 15 Minuten in die andere also in den anderen Teil. Auch die wunderschöne Natur nur 15 Minuten weg. Also wenn man mit dem Auto dann aus der Stadt herausfährt. Und deswegen denke ich, dass es super schön ist, also in Maribor zu leben und auch Maribor zu besuchen. Was man jetzt leider nur hört, nicht ganz sieht, doch vielleicht die Zuhörer und Zuhörerinnen, wie ihre Augen strahlen, wenn sie von ihrer Stadt spricht. Das ist ganz besonders schön. Jetzt hast du mir im Vorfeld gesagt, liebe Tina, die ganze Stadt ist eine Bühne. Was heißt das denn? Was darf ich denn erwarten, wenn ich nach Maribor komme? Also wir haben schon erwähnt, dass Maribor eine kleine Stadt ist, also mit 110.000 Einwohnern und jede Ecke hat was Schönes zu bieten und in den letzten 2 Jahren steht im Vordergrund Kultur und Tourismus irgendwie Hand in Hand und wir haben uns Mühe gegeben und uns zusammengetan, also haben eine Arbeitsgruppe gemacht, also
von Leuten aus Kulturinstitutionen und aus dem Tourismus und die haben diesen Slogan entwickelt, also die ganze Stadt ist eine Bühne und zwar finden verschiedene Veranstaltungen in verschiedenen Teilen der Stadt statt und zwar zum Beispiel im Stadtpark findet die Opernnacht statt, dann am Hauptplatz Ballett unter den Sternen und also das wird dann durch das Slowenische Nationaltheater veranstaltet. Überall können Bühnen aufgestellt werden. Man ist immer zusammen mit den Einwohnern, die natürlich Gäste sind auf diesen Veranstaltungen, aber auch Besucher können sich zusammen, also mit dieser Gemeinschaft irgendwie mischen und fühlen sich auch wie Einwohner dann. Ja. Jetzt haben wir das schon anfangs erwähnt. Wir sprechen auch gleich über den Wein mit Adam. Und trotzdem gibt es das Wahrzeichen der Stadt, die älteste Weinrebe Europas, der Welt, des Universums vielleicht auch, you never know. Sie ist auf jeden Fall Weltrekordhalterin im Guinness-Buch der Rekorde. Und du hast das Glück, sie ganz oft zu sehen, beziehungsweise, vielleicht magst du uns mal verraten, du weißt ja genau, wie es ihr geht, denn du bist ihr sehr nah. Genau, also wir sind sowieso mit Wein immer schon verbunden gewesen, aber trotzdem, also die älteste Weinrebe der Welt ist eine Ikone des slowenischen Tourismus, wächst direkt am Trauufer in der Innenstadt. Also dieser ganze Stadtteil, es handelt sich natürlich um den ältesten Stadtteil von Maribor, das wurde alles jetzt revitalisiert, neu gestaltet, also gesperrt fürs Verkehr, ist eine wunderschöne Promenade geworden und dort wächst unsere älteste Einwohnerin, wenn ich das so sagen darf, also die älteste Weinrebe der Welt und sie ist auch die meist besuchte Sehenswürdigkeit in Maribor und ich habe das Glück, dort an dem Haus, wo sie auch wächst, also drinnen arbeiten zu dürfen. Das wurde auch jetzt im letzten Jahr, also Ende des Jahres, wieder neu eröffnet. Wir haben ein wenig renoviert und uns noch moderner und wir möchten noch mehr Touch von den Winzern haben und die Weine und die Winzer und die Weinberge noch promoten, noch weiter zu promoten, weil bei uns kann man natürlich dann die Weine auch kosten, Weinverkostungen machen, Weine kaufen. Wir haben drin eine Vinothek und unser Haus also ist zu einem Stichpunkt also der Gastronomie, Kulturerbe und Kunst geworden eigentlich. Somit sind Sie natürlich ganz herzlich eingeladen. Wunderschön. Und jetzt hast du mir die perfekte Brücke gegeben für Adam. Lieber Adam, du gehörst zu der ganz jungen Winzergeneration, etwas ganz Besonderes. Die Familie Waldhuber verwöhnt nicht nur hier auf dem ETB-Stand von Slowenien Tourismus die Menschen, sondern euer Wein ist oder gehört auch zu den Botschaftern der steirischen Winzer. Wie erlebst du denn den Aufschwung jetzt der Gastronomie in Slowenien, die ja wirklich weltweit, muss man sagen, eine ganz, ganz hohe Anerkennung und auch einen ganz großen Stellenwert hat? Ja, hier im Steiermark ist jetzt viele junge Winzer. Dass wir haben dieses Glück, dass wir können hier leben und weiterarbeiten, diese Familientradition. Und ist jetzt eine sehr gute Zeit für Gastronomie und für Wein im Steiermark, in Maribor, auch mit wo die Gastronomie entwickelt in unserer Region. Ist jetzt haben wir viel Potenzial auch für Zukunft und jetzt für Präsenz. Für was können wir machen? Für was können wir zu unserem Gäste geben? Ja. Jetzt gib uns doch mal einen Tipp, wenn man ein paar Tage Zeit hat und in Maribor genießen möchte. Wo sollte man denn gastronomische Highlights in Maribor und Umgebung erleben? Was empfiehlst du? Was sind so deine Tipps? Ja,
In Maribor haben wir jetzt, ich denke, 5 Restaurants im Michelin Guide, auch ein Restaurant mit einem Michelin-Stern. So, das ist in meiner Gemeinde im Zgornja Kungota, Hisha Denk. Dann in Maribor haben wir Restaurant 7. Das ist ein Restaurant vom Hochschule für Gastronomie und Tourismus in Maribor. Dann haben wir auch City Hotel, Restaurant Mac. Auch ich kann empfehlen Restaurant Fudo. Das ist in der Nähe vom Hauptplatz in Maribor. Und auch vielleicht Rosmarin. Das ist, ich denke, diese Hochniveau-Restaurant in Maribor. Und dann haben wir auch viele Sportaktivität, das wir können machen in Maribor, im Pohorje oder in ganzer Region mit Fahrrad oder Spaziergängen. Dann wir haben auch ein paar starke diese Weinregionen wo Winter hat jetzt in den letzten 10, 15 Jahren so ein neues Niveau hat gefunden mit lokal traditioneller Gastronomie, mit höherem Niveau auch mit Weinen. So, ich denke, wir haben auch sehr gute Value for Money in unserer Region. Ja. Und jetzt reden wir mit dir natürlich vor allem auch über Wein. Wie würdest du denn sagen, wie ist denn die Entwicklung auch bei den jungen Menschen, wenn es um Weinkultur geht? Wie ist da das Interesse? Was passiert da gerade, auch in der jungen Szene vielleicht? Ja, Wein ist natürlich Kulturprodukt. Leute machen Wein. So ist ein Kulturprodukt und ohne Kultur ist auch für mich geht's ohne Wein. Aber so, wir haben dieses Glück, dass die jungen Leute in Maribor und auch die Touristen, wo kommen nach Maribor, möchten wissen mehr als Wein. So. Und jetzt haben wir diese Wissen von Schule, von Fakultät, dass wir können das auch geben ja, zum jungen Leute. So, das ist unsere Generation, so Generation Z und was ist dann Millennials. So, wir sind diese Generation und unsere Gäste, unsere Kunden sind diese Generation und ist gut, dass wir können diese Kommunikation haben und nicht nur Monolog, aber auch Dialog. So, das ist, was ich mag am besten, ja. Dann lass uns doch jetzt auch ein bisschen über die aktuellen oder neuen Trends vielleicht sprechen. Du als Winzer, vielleicht kannst du uns kurz erzählen, da steckt ja eine ganze Philosophie immer dahinter, was gerade eigentlich da passiert oder welche Philosophie ihr auch verfolgt bei Waldhuber. Ja, sicher haben wir ein bisschen Philosophie von unseren Eltern bekommen. So, bei uns ist dass Wein ist im Weingarten gemacht. So, da ist sehr viel Fokus bei uns und auch, ich denke, im General in unserer Region. Und wir haben jetzt, so wir sind eine kalte Weinregion, so das ist jetzt gut mit dieser Global Warming. Bekommen wir noch nicht so hohe Alkohol in unseren Weinen mit auch guter Säure. Das meint dann auch Frischweine, leichte Weine, so elegante Weine. Und am anderen Seite können wir auch jetzt vielleicht bessere Rotweine produzieren. So dann ist, wir haben eine wider, große Vielfalt, ja. Und ja, jetzt vielleicht, wenn wir bekommen mehr Gäste vom Ausland, mussten wir auch
zum neue Trend kennenlernen. Ja. Ja. Aber da seid ihr ja dran und Slowenien direkt ein Vorreiter. Also insofern alles ganz richtig gemacht. Tina, noch eine Frage an dich. Wenn man als Tourist nach Maribor kommt, warum werde ich nie das Gefühl haben, dass ich ein Tourist bin, sondern vielleicht ein ganz willkommener Gast? Also in Maribor sind wir eigentlich sehr gastfreundlich. Ja? Also alle Locals, die dort leben, sind sehr enthusiastisch, über die Stadt zu sprechen oder auch jemanden aus dem Ausland einzuladen auf einen Drink oder irgendwas zu essen und so. Wir möchten auch sehr gerne. Also weil bei uns ist es auch mit den Sprachen nicht schwierig. Also jeder spricht Englisch, also in unserer Region auch Deutsch, da dann natürlich Österreich Nachbarland ist. Und deswegen konnte man auch somit sehr gut natürlich durch in Kontakt, ja. Und wir laden immer Leute ein, um mit uns zu sprechen, weil unsere Stadt natürlich sehr schön ist und auch nicht schön, sondern auch für die Einwohner wunderbar zu leben. Wir gehen in die Innenstadt, wir arbeiten in der Innenstadt und somit können die Touristen auch uns treffen. Also wir geben uns auch jetzt in der letzten Zeit, wie schon vorhin erwähnt, also sehr viel Mühe, dass wir das kulturelle Kapital in das touristische Potenzial umwandeln. Und somit können sich alle sehr reich erkundigen in der Innenstadt oder auch sich super gut fühlen. Meine letzte Frage, Abschlussfrage an beide. Wo ist euer Lieblingsplatz? Vielleicht nicht der geheimste, sonst kommen wir jetzt alle dahin, aber doch ein Platz, wo ihr sagt, da müsst ihr unbedingt mal hin. Ja, jetzt sicher die neue Lenz, das ist die Stadtviertel bei Drava, auch mit unserem großen Symbol vom steirischen Weinbau, die alte Rebe. Und jetzt ist eine sehr schöne neue Promenade im Lenz, wo, wenn Sie sitzen am Morgen, am Sonntag, und Sie können auch so viel auch andere Sprache hören. Das ist auch ein Resultat von was wir arbeiten in Maribor, was wir möchten, so dass Leute kann das sehen, die alte Rebe und Lenz und Maribor. Das ist eine sehr, sehr wunderschöne Stadt. Und ja, wir leben, wir lieben Maribor. Und wir möchten, dass auch unsere Gäste hat diese Experience. Ja. Und liebe Tina, wo ist dein Lieblingsplatz? Also auf jeden Fall müsste ich erwähnen, dass Maribor eigentlich einige Aussichtspunkte hat, wo man dann die ganze Stadt von sieht. Und zwar sind das so wie Pyramidenhügel oder auch der Kalvarienberg oder wenn man auch auf das Bochore-Gebirge natürlich entweder zu Fuß oder mit der Seilbahn fährt, dann hat man einen wunderschönen Ausblick auf die ganze Stadt und man sieht dann die Weinhügel, die irgendwie also man muss dort einen Weinberg pflanzen, weil das sieht so wunderschön aus und wenn sie mit der Sonne bescheiden sind, also ist das wirklich ein Traum. Also. Ihr habt auf jeden Fall sehr, sehr viel Lust auf Maribor gemacht. Dankeschön, dass wir heute zu dritt darüber sprechen durften und ganz viele lächelnde Gesichter uns hier jetzt umgeben und sicher auch zuhören. Das war der erste Travel Talk auf der ITB 2025 hier am Slowenien-Stand. Um 14 Uhr geht es weiter. Sie dürfen gerne applaudieren. Ich finde, die haben das toll gemacht. Dankeschön. Ihnen noch eine schöne ITB und um 14 Uhr gibt es den zweiten Talk.